Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel gegen RB Leipzig. Ja, kurz in eigener Sache, wenn ihr den Kanal hier noch nicht abonniert habt, scrollt mal runter. Unterm Video habt ihr so einen Abonnieren-Button, klickt da einfach mal drauf, ist für euch völlig kostenlos und damit unterstützt ihr einfach den Kanal. Vielen lieben Dank dafür, Leute. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Bums. Ich bin gespannt. Heute sollte Tuchel ja gute Laune haben. Hm? Auf geht's. Guten Abend. Herzlich willkommen zu Teil 2 der Pressekonferenz. Und ja, ich werde zwischendurch unterbrechen. Wa? Stellt euch das vor. Und ich werde das auch nicht immer ausreden lassen. Das nennt man Reaction, Leute. Für alle, die das auf den Sack geht, hier an dieser Stelle vielleicht mal kurz der Hinweis. Schaut das doch einfach auf FC Bayern Kanal auf YouTube. Da habt ihr das ohne meine Fresse, ohne mein Gestoppe, ohne mein Reingelaber. Ne? Ersichtlich, dass unsere Gäste schon sich jetzt auf den Nachhauseweg gemacht haben. Das ist ja immer ein bisschen so ein kritischer Punkt nach dem Abendspiel. Möglichst mit allen dann den Reiseantritt noch. Was ist da los? Kein Saskia-Wasser heute, der Tuchel? Schön aus der Karaffe oder was? Aus der Glaskaraffe? Zu schaffen. Also herzlich willkommen, Thomas Tuchel, zu der Pressekonferenz nach dem 2:1-Sieg des FC Bayern im Topspiel gegen RB Leipzig. Wir legen gleich los, am besten mit den Fragen. Verlieren wir keine Zeit und es kommt. Wie? Ich dachte erstmal hier so Statement ist doch immer, oder? Hoffentlich viel rum. Da ist Felix Fischer für Sky. Bitte die erste Frage. Hallo, Herr Tuchel. Hallo. Leroy Sané wurde ausgewechselt, hat so ein bisschen angeschlagen gewirkt. Können Sie einmal erklären, ob es der Fall war, ob er angeschlagen war und vielleicht ein bisschen allgemeiner auf seine Situation geblickt? Wirkt jetzt in letzter Zeit zumindest mal unglücklich, sein letztes Tor im Oktober erzielt. Wie sehen Sie seine Situation? Ja, das beschreibt die Situation ganz gut. Ja. War trotzdem, glaube ich, seit Oktober noch an einigen Toren beteiligt. Aber natürlich ist Leroy mit seinen Fähigkeiten, wird er dran gemessen, an den Toren, an den Torvorlagen. Das ist so auf einer offensiven Position bei Bayern München. Du musst deine Statistik haben und die pflegen. Das ist im Moment auch im Moment eine schwierige Phase für ihn mit vielen Ballverlusten. Ja, ganz, ganz vielen. Trotzdem war sein Aufwand gegen den Ball durch die ganze Phase, in der er heute gespielt hat, sehr, sehr hoch. Hat uns da auch ein paar Mal in Kontersituationen extrem geholfen. Das stimmt, ja. Das habe ich ja auch gesagt. Also da gehe ich mit. Aber es ist natürlich zu wenig, wenn du ein Offensivspieler bist. Ja? Es ist ja gut und schön, dass du mit nach hinten arbeitest. Soll ja auch so sein. Aber du solltest natürlich vorne auch Akzente setzen können. Ja, sonst können wir gleich einfach noch einen Defensivspieler aufstellen. Musste dann raus. Wir hatten den Wechsel vorbereitet sowieso, weil ich es schon gesehen habe und er sich seit ein paar Tagen immer wieder, ein paar Wochen einfach ein bisschen Wellental hat mit Schmerzen und er ist extrem hart im Nehmen, aber das merkt man seinem Bewegungsablauf im Moment auch nicht. Das verstehe ich dann halt nicht, ne? Diese Aussagen immer. Ja, der hat seit Wochen Schmerzen, spielt mit Schmerzmittel oder was weiß ich was. Ja, dann lass den Jungen doch mal drei Wochen Pause machen. Dann lass ihn doch mal raus. Was ist denn das Problem? Also mit den Leistungen, die wir die letzten Wochen gesehen haben von Leroy, ist ja jetzt auch keiner, wo man sagt, oh, das tut aber weh, wenn der nicht da ist. Ja? Wo ist denn das Problem? Verstehe ich immer nicht. Ich denke, er ist nicht ganz frei, so wie er sich bewegt, wie er sprintet, wie er abstoppt. Ja eben, das kommt ja noch dazu. Ja, tut man ihm noch keinen Gefallen mit. Also, verstehe ich nicht. Und das hat dann auch einen Einfluss darauf, auf seine Passgenauigkeit und da spüre ich, dass er nicht ganz frei ist, ständig. Ja, aber dann stell ihn doch nicht auf. Was ist denn los, Alter? Auf die Zähne beißt und vielleicht auch ein bisschen zu viel drauf beißt. Und heute ging es dann nicht mehr. Und wir waren den Wechsel vorbereitet gehabt und er hat es dann auch eingefordert. Dann hier vorne in der zweiten Reihe, bitte, ja. Aber ich bin ja ich habe es ja in den Kommentaren gelesen, ich habe ja keine Ahnung, ich habe ja null Plan. Ja, mag so sein, aber verstehen muss ich das dann trotzdem nicht, warum man einen Spieler aufstellt, der mit Schmerzen spielt und dann so performt, wie er performt. Nochmal, wäre jetzt super wichtig und man würde sagen, wir können auf den Spieler nicht verzichten, der reißt uns die Spiele raus, aber das tut er ja nicht. Er zerstört ja das Offensivspiel mehr, als dass er das Offensivspiel beflügelt. Also klar arbeitet er damit nach hinten, aber wo er mit nach hinten arbeitet, sind dann auch die Dinger, die er selber verschuldet hat. Ne? Also ganz wilder Take mal wieder. Aber Leute, ganz ehrlich,
Soll mir das noch in Frage stellen? Ich glaube nicht, oder? Alles andere wäre jetzt auch super überraschend gewesen. Wir sind ja dann wieder bei der Geschichte mit Standing und nächste Saison sonst den Verein verlassen, Blasels. Frau Tuchel, Sie hatten unter der Woche gesagt, dass Joshua Kimmich, oder hatten Sie unter der Woche gesagt, dass Sie etwas rücksichtsloser sein können. Sie haben halt Joshua Kimmich auf die rechte Außenbahn eingesetzt. Ist das darauf zurückzuführen oder einfach auf die personelle Situation? Das ist wieder so eine Frage, wo der Journalist sich denkt, ja komm, vielleicht kann ich hier irgendeine Schlagzeile, jetzt eine wilde Schlagzeile aus dem Tuchel rauskitzeln. Ich hätte nicht mehr genau gewusst, wer sonst rechter Verteidiger spielen soll. Es muss einfach auch mal aufhören, dass was Spieler wie jetzt zum Beispiel Conny dann nach 6 Wochen Verletzungspause, Muskelverletzung mit 3 Trainingseinheiten. Wow, hast du das endlich mal eingesehen, nachdem du Min-Jae wieder mal gesteinigt hast? Ja? Weil den hast du aufgestellt nach 2 Tagen Training und Min-Jae nach einem Tag, nachdem er wieder da war. Aber ja, da hat er ja anscheinend mal selbst reflektiert. Lob und Anerkennung dafür. Besser spät die Einsicht haben als nie. Ne? Muss man ja auch mal so sagen. Und dann ist das gut, wenn er die jetzt so hat und das auch mal bis Saisonende durchzieht. Da muss er jetzt auch noch die Einsicht kriegen, dass man Leroy oder Spieler, die mit Schmerzen spielen und keine Leistung bringen, dass man die auch nicht aufstellt. Ja? Dann sind wir schon mal einen riesen Schritt weiter. In ein Spitzenspiel reinschicken und dann wieder auf einer Rechtsverteidigerposition. Deshalb war ich dazu nicht mehr bereit und dann... Ja, völlig legitim, völlig richtig. Ja, hätte halt schon vor einem halben Jahr nicht bereit sein sollen, den Conny Leimer da auf die Position zu drängen. Stell doch den Kimmich dahin. Punkt, fertig. Wenn er keinen Bock hat, soll er sich auf die Bank setzen. War im Grunde Joshua der Einzige, glaube ich, der noch im Kader ist, der auf dieser Position gespielt hat. Und hat es gut gemacht und deshalb haben wir es gemacht. Rechts oben in der Mitte, ja bitte. Schließend an die Kimmich-Thematik, ist das vielleicht eine Variante, dass er dauerhaft vielleicht auf der rechten Verteidigerposition zum Einsatz kommt? Conny Leimer kann ja auch im Mittelfeld spielen zum Beispiel. Und dann noch eine Folgefrage, das Bild gewissermaßen der ersten Halbzeit war dieser Koffer, auf dem Sie saßen. Können Sie verraten, was da drin war und darf man das... Alter, die Leute haben keine Sorgen in ihrem scheiß Leben, Alter. Herr Tuchel, können Sie verraten, was in dem Koffer war? Eine zerstückelte Leiche war da drinne. Was soll denn da drin sein, Alter? Alter Betty, was sind das denn wieder für hienige Fragen? So interpretieren, dass Sie auf gepackten Koffern sitzen. Ja, genau so war's gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause. Mein Aluminiumkoffer, sind alle Sachen drin, schon gepackt. Und deshalb haben wir das gemacht. Und schön, dass das so angekommen ist. Und Josh Kimmich, alles ist möglich. Wir entscheiden von Spiel zu Spiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn auf dieser Position gegen Freiburg auch brauchen, ist sehr hoch. Upa kommt zwar zurück, aber ist in der Champions League gesperrt. Upa hat ganz gut gespielt, bis auf diese eine unglückliche Situation auf der Position in Bochum. Aber heute darüber zu sprechen, was am Freitag in der Startelf passieren wird, ist definitiv zu früh. Bei unserer Verletzungsthematik durch die ganze Saison sind wir gut beraten, bis Donnerstagabend zu warten mit unseren Gedanken und dann erst die Aufstellung zu machen. Ist man generell immer beraten, ne? Davor dann Sky bitte wieder, Torben Hoffmann. Thomas, es war das erste Spiel nach der Bekanntgabe, dass im Sommer es getrennte Wege geben wird. Wie bewertest du persönlich hier heute den Auftritt vom Ergebnis her, der Turnaround, den man sich erhofft hat? Und wie war es im Speziellen auch in der Vorbereitung auf das Spiel, in der Ansprache? War irgendwas nichts anders? Anders, besonders für dich? Von meiner Seite nicht. Es hat sich heute ein bisschen komisch angefühlt, nur für mich, so die Situation. Wir haben das ja alle nicht gemacht, aber in Training, Ansprache, das war wie immer, inhaltlich und emotional auch wie immer und sehr fordernd und hoffentlich auch unterm Strich klar und positiv an die Mannschaft gerichtet. Da hat sich nichts geändert und Leistung war gut. Ich habe eine sehr gute erste Halbzeit gesehen von uns mit gerade erste Viertelstunde war richtig stark. 2, 3 richtig großen Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, verdient in Führung zu gehen, vielleicht sogar das Spiel fast schon vorzuentscheiden mit einem zweiten Tor. Es war aber immer knapp, weil uns das nicht gelungen ist und es war dann unentschieden. Zweite Halbzeit war RB erstmal besser
Ja. Und wir konnten die Mitte nicht mehr so schließen wie in der ersten Halbzeit. Sie konnten diagonal durchs Zentrum spielen, sie konnten auf ihren Zehnerpositionen aufdrehen. Das hat uns dann große Probleme gemacht und in der Phase eigentlich dann gegen den Spielverlauf haben wir das Tor gemacht. Das hat uns natürlich geholfen. Haben wir ein bisschen unglückliches Gegentor dann gekriegt mit einem abgefälschten Ball. Und haben nochmal versucht, der Mannschaft zu helfen mit einer kleinen Umstellung in der Systematik, um gegen die 4 Offensiven das Mittelfeld und das Zentrum besser zu verdichten. Und Energie war heute gut von der Bank, Energie war gut, Einstellung war gut und die Bank hatte einen riesengroßen Einfluss, um nach dem Ausgleich nochmal das Spiel umzudrehen, die Energie im Spiel zu halten und uns zumindest die Möglichkeit zu erhalten, spät zu treffen. Ja, Leverkusen hat das jetzt sehr, sehr oft geschafft in dieser Saison und wir waren jetzt auch mal dran. Dann auf der linken Seite Klaus Bergmann für die dpa. Herr Tuchel, Harry Kane hatte zuletzt jetzt auch nicht gerade einen Lauf. Worauf führen Sie es zurück, dass er es heute dann irgendwie sehr agil hatte, auch am Anfang nicht das Glück und er kämpft es sich dann wieder? Was zeichnet da einen Spieler aus? Und Sie haben es... Harry Kane hat nichts anderes gemacht, wie er die letzten Spiele auch gemacht hat. Ja? Hat sich auch zweimal extrem fallen lassen, den Ball nach außen gelegt und dann kam eine Flanke rein und er war gar nicht im Strafraum. Also das war auch noch semi-gut. Ansonsten hat er das gemacht, was er sonst auch immer macht. Ja? Also ich habe jetzt nicht irgendwie ein anderes Spiel von Harry Kane gesehen als die letzten Wochen. Also. Du hast gerade gesagt, Leverkusen hatte einige Spiele, wo man ganz spät noch den Sieg errungen hat. Heute mal der FC Bayern. Glauben Sie, es könnte noch mal einen Turnaround-Effekt haben im Titelkampf? Wer weiß, aber wir brauchen nicht mehr darüber Pressekonferenzen abhalten und wir brauchen nicht mehr darüber reden halten. Das ist ja, es gibt kein Turnaround mehr. Also nein. Wir müssen im Guck, dass du in der Champions League weiterkommst, Alter. Guck, wer der nächste Gegner ist. Hoff, dass es nicht irgendwie einer von diesen Übermannschaften ist. Dass du da vielleicht auch nochmal weiterkommst und vielleicht fängt die Mannschaft sich jetzt mit dem Trainer, der Tuchel hat sich ja auch ein bisschen gefangen, wenn man heute mal gesehen hat, wie er heute mal gecoacht hat draußen. Ja, wer weiß. Aber auch da muss man nicht blauäugig sein. Also man muss jetzt nicht denken, wir haben irgendwie realistische Chancen, irgendwie in der Champions League was zu reißen. Ja. Es geht darum, dass die Saison gut zu Ende zu bringen, ja, auch für den Tuchel, denke ich. Und für viele Spieler, ja, sich für den kommenden Trainer zu zeigen. Da bin ich sehr gespannt, wie der ein oder andere Spieler dies tun wird. Ja, das ist gerade die Dynamik, die da ist. Ne? Nicht mehr und nicht weniger. Also fast schon, wir müssen jedes Spiel gewinnen ab sofort. Deshalb müssen wir nachlegen, dranbleiben, brauchen nicht mehr reden. Die Situation ist klar. Leverkusen hat einen großen Vorsprung. Wir haben abreisen lassen in dieser Woche. Das ist unsere Verantwortung, unsere Schuld. Und jetzt müssen wir damit umgehen, dass die Situation, es geht mehr denn je, Schritt für Schritt in allen verbliebenen beiden Wettbewerben, kommen klar die entscheidenden Wochen jetzt auf uns zu. Es ist gut, dass wir jetzt einen Sieg gekriegt haben nach zwei Niederlagen in der Liga. Das war natürlich sehr gut und das ist natürlich auch von der Emotion, von der Stimmung und von der Bestätigung für die Mannschaft super, einen späten Sieg mal zu haben. Und was war der erste Teil der Frage? Harry. Gut, Harry. Harry mache ich mir wirklich gar keine Gedanken, weil der macht das seit er 14 Jahre alt ist, glaube ich. Hackt er jedes Jahr 50 Dinger rein und das wird sich nicht mehr ändern. Und der weiß genau, das ist dann am Ende wahrscheinlich Mathematik. Also je mehr er verschießt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten trifft, weil das ist eine Quote, die ist immer gleich, die ist über Jahre immer gleich, die ist auf dem höchsten Niveau gleich. Heute hat er einen guten Mix gehabt zwischen Anspannung und Lockerheit, schon vorher in der Kabine. Und ich glaube, dass es ihn am meisten gewurmt hat, dass er in Bochum für uns nicht die Vorentscheidung gesorgt hat nach 18 Minuten. Das war extrem untypisch. Und ja, aber so ist es nun mal. Deshalb um Harry braucht man sich keine Sorgen machen. Die letzte Frage kommt von Vincent Schirpke für die TZ München. Hallo Herr Tuchel, heute hat ja mit Matthijs de Ligt und Eric Dyer wieder ein ungewohntes Innenverteidiger-Duo gespielt. Ungewohntes Innenverteidiger-Duo. Aha, und ist er mit ihm nicht richtig? Wie hat Ihnen das Zusammenspiel gefallen und auch zusammen mit Joshua Kimmich und Rafael Guerreiro insgesamt die Leistung der Defensive?
Alle haben ein gutes Spiel gemacht. Es war kompliziert, weil 2 Zehner und zwei Spitzen zu verteidigen sind, 2 extrem schnelle Spitzen zu verteidigen sind. Das haben alle sehr gut gemacht. So ungewöhnlich fand ich es nicht. Ich glaube, wir haben in Augsburg so gespielt. Ich kann sagen, es war gar nichts ungewöhnlich dran an diesen Innenverteidiger-Pärchen, Alter. Gegen Und er ist von der Tageszeitung aus München, oder was? Junge. Union, glaube ich, so gespielt, gegen Gladbach so gespielt. Ja. Die beiden können das, sind ein guter Mix zusammen und wir haben das Gefühl gehabt, dass München mal eine Pause gut tut. Der braucht mal 2 Wochen Urlaub, Alter. Nachdem er ja eigentlich ununterbrochen für uns spielt und statt einer Winter... Aber auch das ist seine Schuld. Ja? Wie gesagt, also nach dem Asien Cup hätte man sagen müssen, Min-Jae, komm, bleib mal 2 Wochen hier fern, mach mal 2 Wochen Urlaub. So, das wäre der richtige Take gewesen. Ne? Warum man das nicht getan hat, ich weiß es nicht. Es geht in meine Birne nicht rein. Der Pause im Asien Cup gespielt hat, das hat so auf mich ein bisschen gewirkt und deshalb hatten... Ja, hat er vollkommen recht. Mata und Eric heute die Nase vorn. Die beiden verstehen sich gut, die kommunizieren sehr viel. Und das war letztendlich der Schlüssel in der Organisationsfähigkeit der beiden mit den Ich bin halt so schockiert, ne? Alles, was ich so kritisiere und auch vieles, was ihr so kritisiert, all das sieht der Tuchel. Ne? Er sagt es ja jetzt auch wieder. Ja, die kommunizieren gut, die verstehen sich gut. Also er hat das ja alles gesehen. Und hat die dann trotzdem abgesägt gegen Leverkusen. Und dann auch diese Woche. Verstehe ich nicht. Warum? Warum? Wo ist der Sinn dahinter? Er sagt selber, ein Opa kam aus der Verletzung. Das ist eigentlich dumm, das zu tun. Er sagt selber, Min-Jae ist überspielt. Der hat noch keinerlei Pause gehabt. Warum macht er das dann? Also, das passt doch alles nicht zusammen. Ne? Er sagt genau das, was wir auch sagen. Die haben super zusammen harmoniert in den 3 Spielen schon und so weiter und so fort. Warum hat man das dann so gemacht? Wollte man Leverkusen, also das ist ja eigentlich dann, wenn ich das doch weiß als Trainer und das so jetzt so klar kommuniziere. Ja. Also. What the hell? Wie soll man diese Entscheidung nachvollziehen? Also ich kann es nicht. Auch danach, dass man Min-Jae drin ist. Also ist für mich ein Unding. I don't know. Ganz wild. Sechsern und den Außenverteidigern war das heute sehr wichtig, weil wir wussten, dass Leipzig mit 2 Zehnern und 2 Stürmern spielt. Die haben es gut gemacht, vor allen Dingen natürlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir einige Chancen zugelassen und auch ein bisschen Glück gehabt und natürlich Manu gehabt in Topform. Aber es gehört dazu, haben wir uns heute verdient. Vielen Dank. Schönes Wochenende allerseits. Servus. Jo, servus, vielen Dank. Ja. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte dazu. 2-1 gewonnen. Ich denke, Spielleistung war okay von uns, war eine Steigerung. Viele haben sich reingeworfen. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja? Ob das so bleiben wird oder ob wieder dieser Schlendrian dann reinkommt bei einigen Spielern. Erlauben können sie es eigentlich nicht, wenn sie jetzt schon vorspielen müssen für einen neuen Trainer. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Können wir sehr gerne am Montag, 18:30 Uhr, ein bisschen im Stream drüber philosophieren, Leute. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Sonntag und an dieser Stelle wie immer vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.